Nur so könnte er ja wissen, dass ich ab und zu nicht gerade direkt heimgehe und jedes Mal etwas länger habe auf meinem Schulweg, weil ich das Knusperhäsli besteuere. Und meine Eltern sich fragen tun, wo echt ein kleines Ursli wieder bleibt. Der 2. Advent. Wir haben schon das 2. Kerzli am Adventskranz anzünden. Und das Knusperhäsli am Waldrand war noch immer etwas ganz Besonderes. Tag für Tag. Einmal sogar, als ich nach der Schule allein heimgelaufen bin, ist das erste Mal ein Mann vor dem Häsli auf dem Bänkli gehäckelt. Gerade darauf hat er mir zugewunken und ich, schon fast ein bisschen erschrocken, bin schneller und schneller heimzugelaufen. Noch immer ist mir der Schmutzli zu Sinn gekommen, wo plötzlich auch noch in unserem Häsli kommen. In meinen Eltern habe ich dann die Begegnung mit dem Mann vor dem Knusperhäsli erzählt und ihnen auch gesagt, dass ich das erste Mal ein bisschen Angst hatte. Sie haben mir dann gesagt, das musst du nicht. Das sind ganz liebe Leute. Du hast das nächste Mal ganz lieb zurückwinken. Sie wird sicher euch frei dran. Der 3. Advent. Wo wir das 3. Kerzli am Adventskranz anzünden, haben wir miteinander Gutzli gebacken. Spitzbuben, Zimtsterne, Aniskräberli, Mailänderli und noch viel, viel mehr. Wir haben damals nicht mehr gewartet und haben schon viel vom Gutzli-Teig gegessen, ja, schon vor dem Backen.